It's time for Duell. Und damit willkommen zurück, Freunde, bei einem Yu-Gi-Oh! Spiel, bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, Link Evolution für die Switch noch. Ja, ich hab's angekündigt vor längerer Zeit, dass ich dieses Spiel gerne mal zocken würde, in welcher Form auch immer, ob als Let's Play oder Live-Let's Play oder so. Jetzt ist es schon wieder eine Weile her, wo das man so angepriesen hat und dachte mir jetzt so, nee, komm, ich habe echt wieder mal Bock auf Yu-Gi-Oh! Und zumindest mal als Pilotfolge eines eventuell folgenden Let's Plays. Ja, na, vor allem auch für die Weihnachtszeit, so, ich habe einfach Bock drauf, so. Kurzum, das einfach mal so kurz erwähnt. Ja, ihr seht auch schon, ich habe noch nicht viel gemacht hier, im Gegenteil, ich habe relativ sehr wenig gemacht. Wenn man hier ein bisschen durchguckt, dass man eigentlich alles machen könnte, wie zum Beispiel hier ein So wird gespielt. Ja, schön, oder auch Tutorial, was man hier machen kann, mal ein paar angeguckt. Soweit, so gut, beziehungsweise, ich bin einfach doch eher derjenige, der sagt, komm, ich hake die einfach ab, beziehungsweise scroll schnell durch und dann hat sich's. Denn eigentlich will es dann doch eher live erleben. Jo, groß Deck zusammenstellen konnte ich auch noch nicht, weil vieles hier fehlt ja noch. Ja, dafür müssen wir erstmal die Kampagne ein bisschen zocken. Und darum geht es in der heutigen Folge. Ich dachte mir so von, ja, vielleicht mal eine Stunde oder so. Eben, auch weil, kleines Weihnachtsgeschenk und eigentlich auch ein kleines Entschuldigungsgeschenk, dass er erst so spät kommt. Obwohl schon so viele gefragt haben nach einem Yu-Gi-Oh! Spiel oder vor allem nach diesem Yu-Gi-Oh! Spiel. Und, ja, ich würde mal sagen, wir zocken trotzdem mal die Kampagne, weil viel mehr kann ich eh noch nicht machen. Und je nachdem, wie dann euer Feedback, ja genau, wie euer Feedback dann zu diesem Video ist, können wir uns dann noch entscheiden, ob wir das Let's Play so fortführen mit Kampagne und Online-Zocken, sprich Mehrspieler, ob es ein Live-Let's Play wird oder nur ein Twitch-Stream oder was auch immer. Das sind aber soweit später. Jetzt erstmal wirklich loslegen. Nicht mit dem Tutorial, nee. Lernen, wie man Yu-Gi-Oh! Spielt, Schritt für Schritt, nee. Also schon, vor allem für so Link-Dinger, also die Link-Beschwörungen, einfach gar keine Ahnung, wie die funktionieren sollen. Aber das sind auch Learning by Doing. Erst einmal los mit der Kampagne. Wir haben Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ja, das sind auch die Zeilen, die ich aktiv gespielt habe, bis mit 5Ds. Synchro-Beschwörungen fand ich noch sehr, sehr geil. Danach kam Sexel, oder glaube im Japanischen heißt es ja Seal. Mit den Xyz-Beschwörungen, fand ich ein bisschen zu seltsam, war nicht so wirklich der Fan davon. Arc 5, da kamen die Pendel-Beschwörungen, dahingegen war ich sehr großer Fan, weil man dazu auch wieder mal die integrieren konnte oder auch die Synchro-Beschwörungen, auch Fusionsbeschwörungen und so, kam alles wieder irgendwie dazu. Ja, mit Yu-Gi-Oh! Friends sind die Link-Beschwörungen dazugekommen und von denen habe ich gar keinen Schimmer. Und deswegen, Friends anfangen? Nee, machen wir von vorne an. Mit Yu-Gi-Oh! Wähle ein Duell. Ich bin ja gespannt, weil das Spiel, also abgesehen vom Zusatz Link Evolution, haben wir haben einige Duelle hier. Yugi gegen, ja genau, das Duell kennen wir. Hä? Wähle Duell. Die machen zum Teil seltsame Sprünge, kann das sein? An der Schatten erkenne ich ja, welches Duell es sein soll, aus welcher Ära, aber das hier, das müsst ihr... Nee. Hä? Da fehlt doch was dazwischen. Zwischen dem ein Duell fehlt... Okay, ist egal. Wir sehen es, wenn es weit ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wer Duell? König der Duellanten, los geht's. Lade Yu-Gi-Oh! Geschichten. INF N8. Ich bin gespannt, hey, weil das Spiel, wie bereits schon mal erwähnt, das gibt es ja abgesehen vom Zusatz Link Evolution, gibt es ja schon länger für Steam unter anderem. Und die Übersetzungen sind da teilweise ein bisschen creepy. Ich bin gespannt, wie es jetzt so sein wird. Die Geschichte von Yu-Gi-Oh! Moto beginnt in der Domino High School, wo Duel Monsters das heißeste Kartenspiel der Welt, der letzte Schrei war. Und bis heute immer noch ist. Yugi war der beste Duellant, sein Freund Joey wollte unbedingt lernen, wie man sich duelliert. Unsere Geschichte von Yu-Gi-Oh! Moto beginnt, wie Yugi seinen Freunden Joey wie auch Thea und Tristan die Regeln von Duel Monsters beibringt. Hey Joey, jetzt Joey, du bist dran. Da ist er nicht süß, wenn er nachdenkt. Hey Tristan, Yu-Gi-Oh! Bringt mir bei, wie man Duel Monsters spielt. Duel Monsters? Nee, Duel Monster, du Dummkopf. Sie macht das schon seit Stunden. Joey fängt an, das Spiel zu verstehen, aber Yugi ist ein Experte. Okay, Yugi, Zeit für ein Duell. Okay.
Spiele ich jetzt als Joey oder was? Wow, was ein ergreifendes Intro. Ian Fenach kann sicher eine Geschichte erzählen. Grüß dich, Duelland. Ich bin Ian 4M8, Teil des virtuellen Spielsimulator. Ich wurde programmiert, dir richtige Duellregeln und Best Praktiken zu unterrichten. Ich habe richtig übersetzt, ey. Also fangen wir an und gehen über die Grundlagen. In diesem Szenario wirst du die Rolle über den legendären Yugimoto nehmen und gegen den nicht ganz legendären Joey wieder kämpfen. Ja, also immerhin, laut Pegasus soll Joey ja immerhin dann, zumindest im Verlauf von Yu-Gi-Oh! GX, also ein paar Jahre später, soll Joey ja immerhin der drittbeste Duellant auf der ganzen Welt sein. Nach Yu-Gi-Oh! Und nach Kaiba. Also immerhin. Alter, Junge, was hast denn du für ein Deck, ey? Okay, zugegeben, ist schon eine Weile her, dass ich Yu-Gi-Oh! Gespielt habe. Aber das ist wie Fahrradfahren, das lernst du nicht. Und ganz ehrlich, Yu-Gi-Oh's Deck ist ein bisschen beschieden. Vor allem frage ich mich, wieso hat der so viele Drachen? Yu-Gi, was ist los mit dir? Du bist nicht Kaiba. So, lass uns zunächst lernen, wie man ein Monster beschwört. Oh, ernsthaft, ey. Monster werden in der Monsterzone beschworen. Monster können in Angriffsposition beschworen und auf die Monsterzone in Verteidigungsposition gesetzt werden. Achte mal auf das Spielfeld, auf die Kartenfelder. Man sieht bereits, die sehen ein bisschen anders aus, ja, weil, ja, vor allem, glaube ich, mit Arc 5 kamen ja auch neue Felder hinzu. Also die Panelfelder vor allem. Die gibt es ja auch schon. Das heißt, ich könnte theoretisch gegen Joey gegen Yugi mit Pendelmonster antreten. WTF. In der Mitte hat es auch 2 Felder. Hä? Ein Monster in Angriffsposition mit vertikal gelegen, ein Monster in Verteidigungsposition mit horizontal. Ja, gut. Okay, wieso hast du das? Die Dinge überspringe ich jetzt mal, weil ich denke mal, jeder, der hier zusieht, wird die Grundregeln von Yu-Gi-Oh! Ein bisschen kennen. Speziell wird es, glaube ich, erst dann, wenn es halt wirklich um so, ja, spezielle Beschwörungen geht. Ich sage jetzt mal Fusionsbeschwörungen, Synchro, Xyz, Pendel, Link-Beschwörungen. Weil sie sind dann doch mitunter ein bisschen sehr speziell. Der Rest ist eigentlich, erklärt sich von selber. Ja. Alle verdeckt zu setzen macht Sinn. So, end my turn. Ja, das ist immer Zug und so, die ganzen Phasen, wie sie heißen, sind natürlich das gleiche. Das kann sich nicht ändern, das muss so bleiben. Flammenpatschi. Oh, das wird wehtun, Joey. Ich hab doch gewarnt. Zug ändern. So, wir haben eine schöne Fallenkarte, die noch gar nichts bringt. Ja, die Friends zieht's ab und so. Man hat sie gesehen, hä? Mein Drache hat 2000 Verteidigungspunkte, ich bin in Verteidigungsposition, deswegen zählen diese Werte. Joey greift damit ein Monster in Angriffsposition, deswegen zählen seine Angriffswerte. Er greift mich an, ich habe mehr Verteidigung, als er Angriff hat. Sprich, er bekommt den Schaden als Differenz abgezogen. Ganz einfach. Beziehungsweise Differenz Schaden abgezogen, so. Warum soll ich jetzt die Zauberkarte aktivieren? Ich hatte noch nicht vor anzugreifen. Rosa Fallenkarten. Was? Rosa Fallenkarten können aktiviert werden, wenn es ein Zug gibt. Und das wird mittlerweile geändert? Ja, Rosa. Ja, ich dachte gerade, hey, gibt es noch andere Fallenkarten? Ich meine, alle Fallenkarten haben die gleiche Farbe. Rosa, ja gut, sagen wir rosa. Sagen wir rosa. Der Höhle haust, Drache in der Höhle aus. In der Angriffsposition. Nein, warum? Ich wollte gerade sagen, wäre sonst ein bisschen doof gewesen. Ninkenhund. Naja, switchen wir mal ganz kurz. In die Kampfphase. Ja, muss Ninkenhund sein, weil auch wenn ich durch die Zauberkarten Angriffsboost bekomme, es sind während der Kampfphase nur 200 Punkte, sprich der Drache wäre trotzdem schwächer. So, jetzt kann ich direkt angreifen, als Joey keine Monster auf dem Feld hat. Ganz normales Yu-Gi-Oh! Gameplay bisher. Den Zug beenden. Ja. Ja. Joey zieht. Was ich krass finde und auch gehört habe, es soll künftig noch Updates geben für Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution mit noch viel mehr Karten. Also es, ja. Gibt, glaube ich, jetzt schon
gewaltig viele Karten in diesem Spiel. Es sollen noch viel, viel mehr werden. Das will dann gerade. Ja, will ich ja. Monsters Tribut anbieten. Ja, natürlich. Denn ich habe ja Monster, die stufenmäßig höher als 4 sind, brauchen mindestens ein Tribut. Also 1 bis 4 Sterne kann ich einfach so setzen. 5 bis 6 Sterne brauchen ein Tribut und 7 bis 8 Sterne brauchen sogar 2 Tribute. Beziehungsweise ab 7, ja, 9 und 10 gibt es so gesehen selten bis gar nicht. Beziehungsweise wenn, dann sind es andere Beschwörungsarten. So. Effekt der Karte aktivieren. Ja, gerne. Ich aktiviere Schrei der Untoten. Und zwar ist es eine permanente Fallenkarte sogar. Ich könnte Kette aktivieren. Oh. Mann, ich wollte gerade... Ich wollte ein Tutorial zuvorkommen und selber ein Tutorial machen. Ja, war gerade so voranstürmen. Das ist eine Schnellzauberkarte. Die kann ich auch während meiner Battlephase einsetzen, wenn sie in meiner Hand liegt. Noch ganz kurz erklärt, für diejenigen, die es nicht wissen. Man mich das ein bisschen bezweifle. Du haben nur mal so erwähnt. Das ist eine Kette, weil ich einen Effekt auf einen anderen Effekt aktiviert habe. Theoretisch kann man, oder eigentlich nutzt man Ketten ja zum Kontern. Aber es geht auch so. So, Joey, das war's, oder? Ja. Direkt Angriff und bye bye. Was? Eine Karte zum Ende wischt mich völlig aus. Wow, du stinkst im Spiel, Joey. Du warst gut, Joey. Ich habe nur bessere Karten. Das nennt er bessere Karten. Alter, ich würde Yu-Gi mit meinem alten Deck, wenn er das Deck, was wir gerade hatten, wenn er das einsetzen würde, ich würde ihm in meinem alten Deck sowas von auseinandernehmen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Vielleicht kann ich sogar hier mal nachbauen. Ja, mal ganz nice. Mein Großvater besitzt ein Spielgeschäft und ich bekomme all meine besten Karten von ihm. Nein, das Spielgeschäft? Wow, warte, wir lassen uns gehen. Vielleicht kann ich sogar meinen Großvater dazu bringen, uns diese super seltene Karte zu zeigen, die er hat. Sie ahnten nicht, dass jemand das Gespräch mithörte. Jemand, der nach einer sehr seltenen Karte suchte, um sie zu seiner Sammlung hinzuzufügen. Ja. Neues Deckavatar, ein Triegel, Joey Wheeler. Naturkarte, Axträuber, verschiedene Marienkämpfer und Verdammung. Krieger. Cool. Das Herz der Karten, das heißt Yugi bzw. Yami Yugi gegen Seto Kaiba. Also ja, alles selber vorsprechen muss ich. An diesem Nachmittag, Yugi und seine Freunde gingen zu Großvaters Spielgeschäft. Okay, ja. Ja, kann man so sagen. Yugi wollte seinen Freunden seinen Großvaters wertvollsten Besitz zeigen. Großvater, können Sie meinen Freunden eine fantastische, super seltene Karte zeigen? Seltene Karte? Du meinst eine spezielle Karte? Bitte, 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 bitte. Wie kann ich mich weigern? Ihr Kinder habt Glück, ich nehme diese Karte nicht so oft raus. Der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Oder eigentlich offiziell natürlich, der blauäugige weiße Drache. So selten, so mächtig. Ja, kein Text drauf, keine Punkte, keine Werte, geile Karte. Ich lasse sie nie aus meinen Händen. Diese Karte ist unbezahlbar. Es gibt nur 4 von ihnen in der ganzen Welt. Plötzlich rannte der Mitschüler in das Geschäft. Sein Name war Seto Kaiba. Der junge Geschäftsführer der Kaiba Corp. Was auch seltsam ist, denn Kaiba ist offenbar nur bis diesem Zeitpunkt der Mitschüler. Nachher hat man ihn im Anime nie mehr als Mitschüler gesehen. Nie wieder. Er hatte die Karte gefunden, nach die er gesucht hatte. Nenn den Preis für den Blauäugigen. Er kann alles, wonach du fragst, zahlen. Ich bin sicher, du könntest. Aber diese Karte ist für mich mehr wert als alles, was du mir jemals bieten könntest. Sieh nieder, alter Narr. Kaiba stürmt das Großvaters Geschäft. Das Team war verwirrt. Von Kaibas Besessenheit mit dem blauäugigen weißen Drachen. Am nächsten Tag, als Yugi mit seinen Freunden zurück in das Geschäft kam, war sein Großvater verschwunden. Als das Telefon klingelte, war es Kaiba auf der anderen Leitung.
spottend Yugi, dass sein Großvater entführte und brachte ihn zur Kälberkorb. Yugi und seine Freunde eilten zur Kälberkorb und fanden den Großvater besiegt, liegend auf dem Boden. Großvater, alles in Ordnung? Yugi, ich scheiterte. Ich wollte diesen jungen Kalb in der Aktion das Herz der Karten unterteilen, aber ich verlor. Großvater. Wie geht's dem alten Mann? Kalb, du Widerling. Was hast du mit ihm gemacht, hey? Alte Männer zu schlagen. Voll widerlich, hey. Wir hatten ein Duell, das ist alles. Jeder von uns eine wertvollste Karte als Preis setzte. Aber ich glaube, gegen einen Champion zu spielen ist einfach zu viel Stimulation für einen alten Narren. Kalb, du solltest dich schämen. Schau dir mal den süßen Preis an, den ich gewonnen habe. Kaiba hielt die blauäugige weiße Drachenkarte hoch und riss ihn in 2 Hälften. Großvater, das wertvollste Karte! Der blauäugige weiße Drache ist eine seltene mächtige Karte und er wird nie gegen mich verwendet werden. Mein blauäugiger weißer Drache, mein Schatz. Großvater, halte durch! Kaiba, wie konntest du so etwas tun? Yugi, nimm das. Großvater? Ich habe dieses Deck gebaut. Ich legte meine Seele in diese Karten und ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß. Yugi, nimm meine Karten und lehre Kaiba Respekt für das Herz der Karten zu haben. Okay, Großvater, das mache ich. Bist du bereit zu spielen, Zwerg? Spielzeit ist vorbei, Kaiba. Hä? Yu-Gi-Oh! Etwa so. Kaiba war überrascht von Yugis plötzlichen Transformation. Was? Von Yugis plötzlicher Transformation. Das Spiel ist so gesehen, und zumindest die Story-Kampagne hier, so alt und trotzdem noch solche Fehler drin. Es schien, als wäre er ein anderer Mensch geworden, als wäre er mehr selbstbewusst und stärker als zuvor. Kaiba, bereite dich vor, es ist Zeit für ein Duell. It's time for a duel. Ein Deck von dir. Oh, das finde ich noch geil, aber nö, komm, wir sind in der Kampagne, nehme ich halt sein Deck. Und das vom Großvater. Ich bin gespannt. Bitte keine Tutorial mehr, ich möchte gerne selber zocken. Schere, Stein, Papier. Nimm mal Schere, komm. Oh, war ja klar. Okay, ich muss anfangen. Das ist nicht gut. It's time for a duel. Na, dann gib mal. Was? Hä, wieso nicht ziehen? Ist doch mein Zug. Okay. Sie also offenbar nicht zuerst. Oh, Exodia, Exodia. Dann mach erstmal gucken, was Kaiba so drauf hat. Was für eine Kaltzone? Für eine Kaltzone. Egal. Gucken wir später. Ist das neu, dass derjenige, der zuerst im Zug ist, keine Karte ziehen darf? Hoho! Ja, ist jetzt eine Karte verdeckt, das gefällt mir gar nicht. So, dann geh mal her. Wiedergeburt. Also Exodia erstmal, ich switch mal den in die Angriffsposition. Mal gucken, ob ich Kaibas verdeckte Karte triggern kann. Ernsthaft? Kaiba, du enttäuscht mich. Eine schwache Karte für dich, Junge. Ja, wir zocken Yu-Gi-Oh! Du, 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 du. Und der Richter, natürlich. Autsch. Okay, Kaiba, mein Zug. Uff. Okay, wird nicht unbedingt besser. Ja, scheiße, weißt du was? Hier, Kaiba. Die Lichtschwerter. Viel Spaß damit. Nee, wenn ihr schon... Scheiße. Ich möchte gerne die Exodia ziehen, aber ich glaube, das kann ein bisschen schwierig werden. Ich habe 3 Züge mir vorzubereiten. Oh, war ja. Erstmal Verteilung aufbauen. Jetzt diese Karte verdeckt im Verteilungsmodus und beende meinen Zug.
Der will jetzt aber nicht langsam... Oh, Moment mal, ich muss glaube ich angreifen, weil... Oh, Sangan. Ja, meine Verteidigungsposition. Ziel Exodia rufen. Das könnte knifflig werden mit dem Deck. Weil es ja kein Deck, wo ich irgendwie... Ja... Groß irgendwie... ihr wisst schon. Oh. Jetzt eine weitere Karte. Okay, erst einmal aktiviert diese Zauberkarte. Vielleicht hilft es mir doch, die ersten Teile von Exodia zu ziehen. So. Dann als nächstes, erst einmal, ja, ich weiß erstmal Sangan opfern, damit ich den beauftragten Dämonen, beziehungsweise, ja, ihr wisst schon, das Teil rufen kann. So, und dann hole ich aus dem Deck, würde ich mal sagen. Hole ich bereits die Exodia raus oder warte ich damit noch? Wisst ihr was, ich glaube, ich mache es ein bisschen anders. Holen wir erstmal die restlichen Sangans raus. Und durch die Zauberkarte kann ich sowieso ziehen, jetzt mal eine weitere normale Monsterkarte ziehen. Wenn ich Sangan so auf die Hand holen kann, ist das eigentlich ein bisschen klüger. Um so den Effekt der Zauberkarte zu unterbinden im nächsten Zug. So, Riech, du bist down. Ah, Kaiba, du bist ein Loser. So. Diese Worte werde ich noch bereuen. Oh nein. Hallöchen, Popöchen. Wo kommt ihr denn her? Au. Oh, das sind Schmerzen. Das sind Schmerzen. Exodia könnte langsam mal kommen. Nein, kommt noch so einer. Obwohl, gar mal so doof. Ich kann jetzt gerade 2 Karten ziehen. So, er muss leider 2 Monster opfern. Ist zwar ein starkes Monster, das er gerufen hat, aber er hat momentan nur ein Monster, mit dem er angreifen kann. Dankeschön, Kaiba. Und weiterhin mein Deck dezimieren, damit ich nachher an die richtigen Karten komme. Das war früher ein beliebtes Konzept für solche Decks wie eben Exodia, oder wenn man halt sonst irgendwie spezielle Karten haben möchte. Das war vor allem die Exodia-Decks. Jo. Jo. Direkt mal die nächste Karte hier. So, dankeschön. Dann natürlich erst einmal die freundliche Wohltat. Oder elegante Wohltäterin. Ich ziehe 3 Karten, lege nachher 2 ab. Zum Beispiel den Typi. Und darf der hier auch nicht fehlen. Zack. So, und setzen wir unter dem mal hier im Teilungsmodus. Passt. Machen wir diese Karte noch hier verdeckt. So. Gut, gut, Freunde. Ja, wir kommen voran. Ah, jetzt Sangan setzt gar nicht, Idiot. Ah. Ja, vor allem deswegen. Dann nehmen wir das Lichtschwert ab. Darf nur maximal 6 Karten in der Hand halten. Nö. Nein! Mann, nee. Nein, will ich nicht. Ja, mit der Scheiße. Fluchzerstörung. Yes. Ja, gut. Haha. Idiot. Ja, weil die Karte als Fluchzerstörer. Ist eine Fallenkarte. Okay, das ist kein Fluch. Was? Was haben wir für Karten auf dem Feld? Ah, die beiden. Ja, komm. Der Bannkreis. Dass ich noch die alten Namen kenne. Was macht der jetzt?
Der wilde Kaiser mit... Was ist das, Alter, ey? Stufe 5, aber nur 1800 Angriffspunkte, ey. Toftagier! Wie geil ist das denn bitte? Alter, früher die Nonplus-Ultra-Karte. 2, 3, 4. Einer fehlt noch. Jetzt mal den hier verdeckt. Ich könnte eigentlich, weißt du was, auch nur Just fahren, weil ich es kann. Wiedergeburt. Eile herbei. Ich schreibe gerade das Ganze. Die ganze Geschichte schreibe ich gerade um. Tja, Kaiber. So viel dazu, dass der Karte nie gegen dich eingesetzt wird, wa? Das ist fail. Und du bist jetzt am Arsch. Außer eine Fallenkarte. Die hat natürlich auch. Annullieren, nee. Was für eine schwache Fallenkarte. Ich meine, einmal kannst du sie spielen, aber nachher ist ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Ich will Exodia. Der großmächtige Seto Kaiba. Ganz ehrlich, gehen wir langsam in den Sack hier. Ja, komm. Freunde Benz. Hey. Ja, schön, bringt ja gar nichts, wenn ich Exodia rufe. So, Freunde. Das war's. Wir rufen die unbesiegbare Exodia und bye bye Kaiba. Keine Animation? Oh, come on. Ich hab mich so drauf gefreut. Du spielst nur im Macht, Kaiba. Deshalb hast du verloren. Und wenn du dein Herz ins Spiel setzt, gibt es nichts, das du nicht tun kannst. Die Ergebnisse des Duells verbreiteten sich so schnell, und ein mysteriös einjähriger Mann erfuhr von Yugis Sieg. Es scheint, als ob Kaiba Jung in einem Duell besiegt wurde. Ich muss mehr über diesen Yugi-Muto erfahren. Das Herz der Karten, Seto Kaiba, legendärer Bläuger. Als Wuselberg entriegelt Großvater. Signaturkarte Belohnung. Wir haben den weißen Drachen. Sehr schön. Das Herz der Karten. Wieso ist es immer noch... Ach, ihr könnt es. Was passiert, wenn ich jetzt... Moment. Wenn ich jetzt mit Kaiba spiele und gewinne, was passiert dann? Okay, jetzt müssen wir ganz kurz angucken, Freunde. Dass irgendwie die Geschichte verändert. Warum will der zuerst spielen? Das macht nicht mehr viel Sinn. Das ist nicht mehr so wie früher. Oh, er macht wieder die Scheiße. Okay, ich muss Yugi schnell stoppen. Wir sind erst mit dem Flugzerstörer. Gibt's nicht. 20 Regeln. Normales Monster. Ja, wilder Kaiser. Könnte man. Spezialbeschwörung. Oh, na, aber er ist recht. Würgeschlange. So. Machen wir ganz kurz hier antike Regeln. Ja, ich weiß, wir können auf den weißen Drachen abzielen, aber bis wir den vielleicht bekommen, könnte es ein bisschen dauern. So, ist eine Spezialbeschwörung, also kein Problem. Mal die kann man ganz kurz verdeckt setzen. Fallmeister. Vielleicht brauchen wir den für später mal noch. So, was holt auf die Hand? Exodia. Ach du Schüsse für Exodia. Dann machen wir erstmal ein bisschen hin. Ne? Fünf Karten hat er gleich. Einer davon ist Exodias Kopf. Nein. Das ist ja wohl.
Ich wünsche, ich hätte den Fluchbecher behalten. Ja, wobei bei 3 Monstern kann es vielleicht nicht schaden. Komm. Fehlt mir nicht. Schnappstab war jetzt eine ziemlich doofe Karte. Nein, jetzt kommt er natürlich. Der weiße Drache. Was haben wir bloß getan? Oh, ich hätte schön den weißen Drachen rufen können. Wo soll er wissen, dass er Schnappstahl hat? Ja, ruf noch mehr Monster, ey. Jetzt vorne auf Wallenkarte setzen können. Oh, Menno. Das läuft gerade ziemlich scheiße ab. So, ich wieder 1000. War ein Karteneffekt. Ja, Kein Plan. Oh mein Kybers Decay. Ich werde hier gerade von Yugi Muto platt gemacht. Ja gut, eigentlich ist Yami Yugi, aber spielt keine Rolle. Weil Kybers Deck so scheiße ist, Mann. Oh mein fucking Gott. Wie viel Schwein kann man haben? Das Herz der Karten, Freunde, das Herz der Karten. So, Yugi. Jetzt spielen wir mal richtig Duel-Monster. Die machen Duel nicht platt, weil erstmal ist mein Monster, zweitens kriege ich noch 1000 Lebenspunkte. Solange sie ausgerüstet ist, das erste Mal das Teil platt machen und hoffen, dass er nicht direkt das Monster besiegt oder sonst killt oder wieder übernimmt oder so. Ich wieder mal ein bisschen Punkte gut machen kann. Okay, aber irgendwie etwas zum Zauberkanzler zerstören? Fluchbecher oder so wäre ganz nice. Das Duell könnte noch ein bisschen hinziehen, glaube ich. Hat Kaiben noch irgendwie eine geile Special-Karte im Deck? Das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm, Yugi. Du weißt nicht, was ich noch für Karten habe. Das kann mir vielleicht noch nützlich sein. Und zwar jetzt Schattenzauber. Warum? Wenn er schon in Angriffsposition ist, dann nehme ich es gerne. Ja. Was? Der hat auch milden Kaiser. Zu Miris, ob ich den jetzt schon rufen will. Und kann aber zu triggern. Nee, warte mal, ich lass mal noch ein bisschen, falls er gleich meinen weißen Drachen platt macht. Bei Yugi weiß man ja nie.
So, oh, der Kartenvernichtungsvirus. Guckenweise kein Monsters. Nee. Alter, die Karte ist ja eigentlich schon geil. Kann ich eigentlich den... Ich könnte Schattenzaum nicht mehr auf mich selbst anwenden. Ich dachte gerade wegen dem Schattenvirus. Kartenvernichtungsvirus, sorry. So. Ernsthaft. Der Kakuribo. Dann maximal 3 Teile Exodia auf der Hand. Ich glaube eher, dass er 2 hat. Opfert er bereits eine Exodia-Teile? Oh, auf der Gier. Alter, habe ich heute ein Schwein. Aber das heißt Schwein, Herz, Karte natürlich. Mach mal die noch. Die Chance ist hoch, dass es... Ah, es ist natürlich so ein Viech. Noch ein Sangan. Okay, langsam ist Yugi ein bisschen gefährlich. Ja, aber garantiert keine Kartendeck, mit dem ich Yugis eine Karte von Yugi klauen kann. Was machen wir da, Freunde? Was machen wir da? Sagi, Clown der Dunkelheit. Der kommt mir gerade per... Man kann es mal aufhören, ne? Der kommt doch wie gerufen. So. Ich muss erstmal gucken, was sie überhaupt noch so viele Karten hat hier. Alter, natürlich. Die müssen erstmal weg. Ja, ist gut, Alter. Battle Step, Damage Step. Mit dem Damage Step ist mittlerweile aber neu. Das gab es früher noch nicht. So, jetzt können wir lang... nee, ist noch zu früh. So, jetzt kann ich. Nö, passt schon. Ja. Hat leider schon 4 Dinger drauf. Ist ein bisschen viel, finde ich. Alter, das Gepiebe geht auf den Sack. Ja, ist leider so. Und? Natürlich.
ich kann nur so ein Pech haben. Moment, gleich nochmal. Ich will. Muss mit Kaiba irgendwie klappen. Oh, haben wir ein Synchromonster. Was? Dankeschön. So, ich spiele als Zweiter. Nun denn, dann würde ich doch mal erstmal Minotaurus rufen. Beim Decken zu, Kunst des Beschwörens. Ja, das kann man nachher auch noch machen. Weiße Drachen zu rufen. Oh, die haben so einen scheiß Steinsoldat ständig. Ziemlich zerstörerisch, Yugi. Er ruft den Biberkrieger, ja, ja, den Biber. Er ruft den Biber, he calls for the Biber. So. Minotaurus zum zweiten. Sehr gut. Ein schönes, flüssiges Duell, so wie es sein sollte. Ach, nicht schon wieder, ey. Ja, gut, ich nehme an, dass Yugi die Karte Schnappchen nur einmal im Deck hat. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, so mit der verbotenen Liste und so, wie viele Karten man ja, halt im Deck haben darf. Eigentlich sind es immer 3, aber je nachdem wie die Liste aussieht, sind es halt zum Teil nur 2 oder sogar nur eine Karte. Oder eben gar keine, also verboten, limitiert oder halb limitiert. So, Kunst des Beschwörens. So, was ich jetzt auch ein bisschen anders machen will als zuvor, ist, dass ich direkt mal auf Angriff gehe. Das heißt, gar nicht darauf warte, irgendwie mir noch einen Vorteil durch Schnappstall zu holen. Nee, nee, ich greife ihn direkt an. Und setze ihn so weiter unter Druck. Jetzt hat er keine Monster mehr, die er opfern könnte. Nur 2 Karten in der Hand. Das schwarze Loch ist auch schon weg. So, es läuft doch. Direkt nochmal antike Regeln ausspielen. Mal den wilden Kaiser erneut aufs Feld. Als Special-Beschwörung dann tun wir noch Hitsumumi Riese und Zyklopen. Und dann, er hat sich wieder irgendwie so, ja. Nee, hat er gar nicht, scheiße. Jetzt schon könnte wieder einen Riesensteinsoldaten oder so. Und die Würgeschlange. Sie wirkt ihn ziemlich. So, Yugi, es ist. Jetzt bist du ziemlich am Arsch. Ein Angriff und es ist vorbei mit dir. Bringt dir nichts, da du nicht mehr zum Ziehen kommst? Was? Den Kaiba auf eine Karte? Ja, nee, die hat er auch noch. Alter. Das sind so uralte Karten, ey. Perfekt Angriff. Na, Deckavatar entriegelt. Ach, dafür ist es da schon mehr irgendwie für die Story da. Sehr gut. Ja, haben wir das jetzt auch gemacht.
Wie sieht's aus, Freunde? Wir haben noch knapp 15 Minuten Zeit. Wie gesagt, ich wollte irgendwie so knapp eine Stunde machen. Diese Special-Episode, ja komm, machen wir das noch. Nach einem Sieg gegen Seto Kaido war Yugi verwirrt, ein Paket von Maximilian Pegasus, dem Chef von Duel Monster, zu erhalten. In der Box war ein Videoband. Yugi legte Kassetten-Videorekorder und Pegasus' Gesicht taucht auf dem Fernsehbildschirm auf. Wow. Wohl crazy. Grüße, kleiner Yugi, ich bin Maximilian Pegasus. Ich habe ein paar furchtbar interessante Dinge über dich gehört. Dein eindrucksvoller Sieg über Seto Kaido faszinierte mich so sehr, dass ich beschlossen habe, deine erstaunlichen Duellierfähigkeiten persönlich zu untersuchen. Hier und jetzt werden wir ein besonderes Duell halten. Plötzlich erstarrte eine seltsame und geheimnisvolle Magie die Zeit, sodass niemand sich bewegen konnte, außer Yugi. Diese dunkle Dimension, in der wir uns befinden, ist als Schattenreich bekannt. Ein mystischer Ort, in dem unglaubliche Monster beschworen werden können und das Unmögliche daraus möglich wird. Sag mir, Yugi, glaubst du, es gibt Magie in den Karten? Weißt du das nicht? Du hast das Spiel erfunden. Was ist, wenn ich dir sage, dass ich es gar nicht erfunden habe? In antiken Zeiten nannten die Ägypter es das Schattenspiel. Starke Pharaonen würden mystische Duelle in einer anderen Dimension halten, so wie wir es jetzt tun. Doch statt Karten kämpften sie mit echten Monstern und echter Magie. Die magischen Kräfte waren so mächtig, dass die Ägypter die Kontrolle über sie verloren und fast die ganze Welt zerstörten. Ja, das ist eine gute Geschichte, aber diese Monster können nicht echt sein. Diese Monster sehr wohl echt. Was? Diese Monster sehr wohl echt? Diese Monster sehr wohl echt, ey. Diese Monster sind sehr wohl echt und auch sehr gefährlich. Yugi, Junge, du bist wirklich sehr unterhaltsam. Dein finsterer Blick und Grinsen, so trotzig und doch hilflos. Und so völlig unwissend von der Kraft eines Millennium-Puzzles. Yugi ist nach unten auf das Millennium-Puzzle, das er um den Hals trug. Die Kraft eines Puzzles? Vor 5000 Jahren schloss ein mächtiger Pharao die Magie der Schattenspieler in 7 mystische Millennium-Gegenstände. 7? Du sagst, dass ein Puzzle eins von ihnen ist. Ja, und es hat mystische Energien in sie verschlossen. Magie, die dein Leben für immer verändern könnte, wenn du nur wüsstest, wie man sie entfesselt. Als beiden sich duellierten, schien es so, als ob Pegasus jede Bewegung von Yugi wusste, bevor er es tat. Trotz dieses Nachteils versammelte Yugi all seine Fähigkeiten und hätte fast gewonnen. Aber Yugi lief die Zeit davon, als das Zeitlimit überschritten wurde. Ich habe das Maß des Talents heute gesehen, Yukimoto. Und wenn wir uns das nächste Mal duellieren, werden wir deutlich höhere Einsätze spielen. Und fertig mit deinem Spielchen, Mann. Du denkst, dass ich dir einen Wahl in dieser Sache gebe, aber mache ich nicht. Ich besitze auch eins der Millennium-Gegenstände, das allmächtige Millennium-Auge. Das Auge? Das ist richtig, kleiner Yugi. Ich werde dir das wahre Ausmaß seiner Magie zeigen. Ich habe festgestellt, dass mit dem richtigen Anreiz jeder zum Spielen gebracht werden kann. Die Macht des Millennium-Auge attackierte und stahl Großvaters Seele. Yugi konnte nur entsetzt zusehen. Yugi! Großvater! Wir werden uns wieder duellieren, Yugi. Wie sonst willst du die Seele deines Großvaters zurückgewinnen? Yugi hatte keine andere Wahl, als am Pegasus Duellanten-Königreich Duelist Kingdom Turnier teilzunehmen, damit er seines Großvaters Seele zurückbekommen konnte. Bei diesem Turnier wurde jedem Duellant 2 Sternchips gegeben, die er einsetzen konnte, um gegen andere Duellanten auf der Insel zu kämpfen. Wer auch immer 10 Sternchips gewonnen hatte, erhielt Eintritt zu dem Turnierfinalen, wo sie für einen Hauptpreis von $3 Millionen konkurrieren und die Chance mit Pegasus zu duellieren. Für sein erstes Duell musste Yugi gegen den hinterhältigen Weevil Underwood antreten, ein Duellant, mit dem er ein bisschen Geschichte hatte. Während der Fahrt mit dem Schiff zum Duellantenkönigreich nahm Weevil Yugis kostbare Exoda-Karten und warf sie in den Ozean. Also, als Yugi Weevil auf der Insel sah, folgte ihm in den Wald. Herzlich willkommen, sagte die spielende Fliege. Du bist direkt in meine Falle geflogen. Es ist Zeit, dass du für die Zerstörung meiner Exoda-Karten bezahlst, Weevil. Kannst du nicht die Vergangenheit ruhen lassen? Weevil, hast du nach Zeit herauszufinden, ob du beim Duellieren so gut bist wie beim Fliehen. Bin ich auch weggelaufen, da habe ich dich geschickt in mein Netz gelockt. Zeit für ein Duell. Will ich auch sagen. It's time for a duel. Und zwar das letzte Duell heute. Goblin Elite Angriffstrupp. Oh ja, auch geile Karte. Oh. Einzelmodus. Und keine Exoda-Karte. Tja.
Zweimal Geier im Deck? Oh Mann. Okay, den behalten. Ah. Der Zugspieler hält 500 Schaden. Bisschen vorsichtig mit der Karte. Ich ruf mal den Hornkobold. Und guck mal, was er so drauf hat. Ja. Riesenameise. Ich hasse Käfer. So, Spiegelkraft kann nie schaden. Dann würde ich mal sagen, ich gucke, was er noch so treibt. Der Wald. War ja klar. Jetzt so langsam oder was? Aha, Spiegelkraft und bye bye. Okay, Weevil, mein Zug. Ihr könnt ihn rufen, es ist ja... Es sieht so aus wie ein Käfer, ein bisschen ungeheuer, okay. Aktiviere erstmal brennendes Langkamm. Sehr schön, und dann natürlich erstmal noch den hier rufen. So, erstmal 2 direkte Angriffe setzen, das wird ziemlich wehtun und danach kriegt dann seinen Zug hier wieder 500 Punkte Schaden nach einer Zauberkarte. Ich hoffe, wir kriegen ihn so runter, bevor er noch seine scheiß Riesmutter einsetzt, weil gegen die habe ich aber gar keinen Bock, gegen die anzutreten. Ja. Aua. Tja, Freundin, ich habe auch sowas. Was? Ach stimmt, das ist ja auch neu. Da habe ich komplett vergessen. Scheiße. Früher war es so das Feldzauberkarten, dass man nur eine gleichzeitig auf dem Feld haben konnte. Sprich, eine Feldzauberkarte galt für beide Seiten. Für meine Seite und seine Seite. Aber das ist mittlerweile ja anders. Es gilt seine Feldzauberkarte für seine Seite und meine gilt für meine. Ups. Ja, das ist leicht doof. Dinosaurier, Zombie und Felsmonster. Ja, super. Ah, darauf falle ich immer wieder rein, ey. Das gibt's einfach nicht, ey. Warum ist das bloß geändert? Das war früher noch so schön. Das ging jetzt weniger schön. Ich habe zweimal Geierritter auf der Hand, hey. Alter Yogi, was hast du für los im Deck? Aua. Die mystische Hilfe. Oh Gott sei Dank, die hilft mir jetzt gerade ein bisschen. Herkules Käfer. Okay, das hat sich nicht wirklich gelohnt, Kumpel. Tja, was mache ich jetzt, wa? Der schwarze Magier. Sicher ist eine geile Karte, aber solange ich ihn nicht rufen kann, ist die Karte ein bisschen doof. Ich habe zwei Funktionsmonster. Der jetzt gerade erst. Komm schon, antike Regel, komm schon, Zauberkarte, komm schon. Nein, es ist Überfang. Aua. Drachenmeister Geier mal 2, ja super. Aber für die Fusionskanne braucht auch noch ein Flut des Drachen. Nicht einfach, nicht einfach.
Und trotzdem geil, weil mit seinem eigenen Deck, ja, das irgendwann mal gesehen, oder? Vor allem gegen, ich sage jetzt mal, gegen solche noch relativ einfache Gegner. Aber mit dem Story-Deck anzutreten, das ist dann doch eine Herausforderung. Vor allem, wenn sie gerade so scheiße sind wie das von Yugi. Ich hätte gerne mal eine bessere Karte. Ja, super, jetzt kommt die Fusion. Ja, da verfällt mir der Fluch des Drachen. Wieso noch zweimal Geierritter am Deck? Alter, Yugi. Ein Glück habe vernichtet sich Weevil vorher, aber ich bezweifle, dass das irgendwie klappen wird. Wieder vor irgendwie so einen scheiß Rieseninsekt rufen. Oh, eine verdeckte Karte, oh Gott, ey. Komm schon, Flut des Drachen! Nein, es ist der Mammutfriedhof! Das ist ein Dinosaurier, er bekäme ja, schon, aber das sind nur 200 plus, das heißt, ich hätte 1400, das bringt mir nicht sehr viel. Aktuell sogar gar nichts. So, nach 3 Zügen wäre Weevil down. Theoretisch. Was macht er? Hä? Muss ich jetzt diesen Zug verstehen? Ich glaube, die KI ist gerade irgendwie abgestürzt. Der Zug macht keine null Sinn. Er hat einen Hänger. Er schaut gerade Hangover. Hä? Jetzt mit so einer kleinen Motte angreifen. Ich hab nichts gesagt. Der Ultra-Evolution, ja, leg mich doch am Arsch, ey. Nein. Keine Animation? Bisschen enttäuschend. Mein Mammutfriedhof. Ich bin aber ziemlich am Arsch. Aua. Jo. Ich hab verloren. Danke, Yugi. Danke für deinen Scheiß-Stick. Mann, ey. Egal wie man uns drehen wendet, jetzt wird er 3 Monster. Ja, auch wenn er so angreift, ich hab verloren. Ja, ein super Abschluss für die Folge, Freunde. Für die Pilotfolge. Geil. Yugi, was für ein Scheißdeck. Ja, Freunde, das war's also an dieser Stelle hier mit Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Eigentlich ja, und ganz ehrlich zugeben, eigentlich schon ein geiles Spiel. So gesehen zumindest, wir haben Kartengeschäft FFH gespielt. Krass, jetzt fällt zwar ein temporären Deck aus Battle Packs. Okay, du musst noch freispielen. Irgendwann mal. Ich hoffe, es hat euch soweit auch sehr gut gefallen und würde mich natürlich auch sehr über Kommentare und generell ein Feedback freuen. Und auch wie wir es dann künftig handhaben wollen mit diesem Spiel, soll ich es einfach komplett, ja, weiter zocken, wie wir es bis jetzt eigentlich gemacht haben. Sprich, nächste Folge dann direkt hier weitermachen. Als normales Let's Play oder als Live-Let's Play oder wie ihr es gerne haben wollt. Oder sagt ihr euch, nee, die Story, die Kampagne ist sowieso scheiße, wollt ihr gar nicht sehen. Wollt mehr, dass wir dann direkt irgendwie online zocken und so. Also daraus dann das im Stream mache, Live-Let's Play mäßig, whatever. Ja, so haben wir eigentlich viele Möglichkeiten. Oder eben, ihr sagt euch, ne, wir wollen gerne die Story sehen, vor allem da von Range, sprich Link Evolution und so, also eben die Link-Beschwörungen und so. Und auch sehr, sehr geil und generell könnt ihr eigentlich direkt dann alles machen und so. Könnt gerne ihr entscheiden, einfach in die Kommentare schreiben und dann schauen wir dann
nach gewisser... Jetzt kommen wir eigentlich nicht ins Startmenü zurück. Ins Hauptmenü? Ja, ins Startmenü nicht. Seltsam. Ja, einfach einen Kommentar schreiben, dann schauen wir dann mal bei Gelegenheit, beziehungsweise... Na, ja... Vermutlich im neuen Jahr dann, ne? Zu Beginn des neuen Jahres dann mal gucken, wie es da so aussieht. Mit eurem Interesse. Aber denk mal generell, wieder mal ein Yu-Gi-Oh! Spiel. Wäre schon geil, wa? Gut, wenn dem auch sei. Vielen Dank trotz allem fürs Zusehen und schöne Festtage noch. Ist ja sowieso gerade hier in Weihnachten, wo die Folge rauskommt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! It's time for a duel. Ciao zusammen.